Damit nach Österreich. Kaum auf Touren gekommen, geht der Wahlkampf zur Bundespräsidentenwahl schon wieder in die Schlussphase. Die beiden Herausforderer Heinz Fischers, Barbara Rosenkranz von der FPÖ und Rudolf Gehring von der Christlichen Partei Österreichs haben heute in der ORF-Pressestunde ihre Positionen dargelegt. Rosenkranz versprach eine aktivere Amtsführung als Fischer. Beispiel: den EU-Vertrag etwa hätte sie ohne Volksabstimmung nicht unterschrieben. Barbara Rosenkranz ist bescheidener als ihr Parteichef. Der hat ihr 35% als Wahlziel vorgelegt. Sie wäre ab 17% der Stimmen zufrieden. Dass es auch sonst Differenzen zwischen ihr und Strache gibt, bestreitet sie. Ich fühle mich ausreichend unterstützt und diese Differenzen werden natürlich von den Medien auch immer wieder beliebtes Spiel. Die Medien seien auch für die Aufregung rund um ihre Äußerungen zum Verbotsgesetz verantwortlich. Sie habe das Gesetz nie abschaffen wollen. Hier hat man eine Aussage ins Gegenteil verkehrt. Das Amt der Bundespräsidentin würde Rosenkranz anders anlegen als Amtsinhaber Heinz Fischer. Ich bin überzeugt davon, dass es mit Leben zu erfüllen ist. Heinz Fischer ist absolut ein Mann des Apparats, der politischen Klasse. Ein Beispiel: der EU-Vertrag. Ich hätte diesen Vertrag ohne Volksabstimmung nicht unterschrieben. Zu Rosenkranz, die sich als Stimme des Volkes sieht, ob bei Zuwanderung, Kriminalitätsbekämpfung oder der Förderung von Familien. Rudolf Gehring von der Christlichen Partei möchte erreichen, dass christliche Werte in der österreichischen Politik eine größere Rolle spielen, vom Gebet vor dem Ministerrat bis zu Gott in der Verfassung. Als Bundespräsident wünscht er sich dafür mehr weltliche Macht in der Gesetzgebung, etwa mehr Kompetenzen. Rudolf Gehring hat klare Vorstellungen. Homosexualität ist für ihn zwar keine Krankheit, aber als Ehrweg kann man es bezeichnen, weil das nicht der Natur entspricht, gleichgeschlechtlich. Gegen die kürzlich beschlossene eingetragene Partnerschaft Homosexueller hätte er sich als Bundespräsident quergelegt. Also solche Gesetze würden Sie als Bundespräsident würde ich nicht unterzeichnen. Auch kein Adoptionsrecht für Gleichgeschlechtliche. Gehring ist auch gegen den Bau von Minaretten und die Fristenlösung bei Abtreibungen. Um seinen Vorstellungen zum Durchbruch zu verhelfen, wünscht er sich mehr Kompetenzen für den Bundespräsidenten. Ich fordere ja einerseits das Recht auf Gesetzesanträge zu stellen und andererseits auch ein verstärktes Widerspruchsrecht des Präsidenten. Dass der Wiener Generalvikar vor einer Instrumentalisierung der Kirche durch ihn gewarnt hat, lässt Gehring unbeeindruckt. Ich halte das für einen groben Informationsmangel, den er hat. Ich erwarte mir auch in den nächsten Tagen da sicher noch eine Klarstellung. So Gehring, der auf spirituelle Unterstützung von Priestern und Bischöfen hofft. Die Grünen entscheiden morgen darüber, ob sie eine offizielle Wahlempfehlung für Amtsinhaber Heinz Fischer aussprechen. Fischer stellte sich daher heute einem, alles in allem wenig kontroversiellen Hearing. Auch so kann Wahlkampfunterstützung aussehen. Fragen an einen Kandidaten, der zwar nicht der eigene ist, für den die Grünen aber zuletzt doch Sympathien gezeigt haben. Im wieder aktuellen Fall Zogay spricht sich Fischer für ein humanitäres Bleiberecht aus. Beim Verkürzen der Asylverfahren geht die Regierung jetzt in die richtige Richtung und außerdem sollte der humanitäre Charakter im Asylbereich jenen Stellenwert in der Praxis haben, der ja im Gesetz in Aussicht gestellt wurde. Ob Nationalratspräsidenten abwählen oder HC Strache nicht angeloben, darauf will sich Fischer nicht festlegen. Auch bei einer Koalitionsbeteiligung der FPÖ in den Ländern würde er sich nicht einmischen, denn man würde zu Recht sagen: Lieber Onkel in der Hofburg, wir bilden unsere Landesregierungen selber im Landtag, du kannst uns da nichts dreinreden. Ein klares Ja gibt es von Fischer aber zum Assistenzeinsatz. Auch das Thema Klimaschutz dürfe man nicht in die ferne Zukunft schieben. Für das Publikum Antworten nach Marke des Staatsoberhaupts. Ein bisschen diplomatisch muss man sein. Natürlich hätte ich mir mehr Schärfe erwartet. Ob sich Fischer damit eine Wahlempfehlung der Grünen verdient hat, soll morgen entschieden werden.